da hinten ein Loch. Die sieht man übrigens nicht, wenn du so machst. Da sieht man bloß einen Ranzen. Ja, gut, geil. Alter. Darf ich noch gegangen? Müssen wir nicht... Habe die Ehre, übrigens, der Birger, ist der Conny. Hi. Er ist gelb, das ist der Florian. Hi. Er ist pink, passt zu beiden. Und das ist Speziwirtschaft. Ja, okay. Immer noch Gelbsucht. Ja, gelb so. Wir müssen prosteln. Ach so. Na, heute haben wir endlich neutrale Gläser. Yeah. Keiner hat abgesetzt, ja, es ist... Na, ich sag mal so, wenn ich jetzt 7 Jahre schlechten Sex hab, dann ändert sich nichts. Dann hast du überhaupt damit an. Ja, wäre geil. Ich wollte gerade sagen, was ist denn schlimmer, schlecht oder keiner? Keiner natürlich. Keiner auf. Können wir gleich mal so anfangen. Frage in die Runde. Was ist schlimmer? Schlechter oder gar keine Feglerei? Ja, Gockerfeglerei, Ja. tatsächlich. Für den Mo ist er nie schlecht. Weil es ist ja immer das Gleiche eigentlich für den Mo, muss ich sagen. Du bist ja nicht so, das ist da unten nicht so eine Baustelle wie bei einer Frau, wo du aufpassen musst, wo du hindruckst und wo du drehst und wo du zirkst. Ja, wo man ist nicht- einfach nur. Vaginalwissenschaften studiert haben Ja, muss. eben. Warum ist das eigentlich so? Was hat denn die Natur da dabei denkt? Ich weiß Ja. auch nicht. Lass das Weil- Weiberleid, lass den weiblichen Teil dabei auf keinen Fall öfter wie 1 von 100 Mal Spaß haben. Geht nicht. Das glaube ich hat sich die Natur so Ich finde denkt. das eigentlich eine gute Ausbeute. Ich weiß nicht, ich bin im Gewinnerteam, darum ist mir scheißegal. Ich kann mir wo ich will, ich kann mir wann ich will. Genau. Außerdem ist der weibliche Orgasmus doch eine Erfindung der Medien. Den gibt's dass gar man, nicht. ja, gerade, dass man sich länger mit den Brunzen beschäftigt, oder? Genau. Kann uns das irgendeine weibliche Person in der Zuhörerschaft kann uns das vielleicht bestätigen? Bist du schon mal gekommen? Schreibt in die Kommentare, wer von euch ist schon mal gekommen? Wer von euch squirtet? Squirtalert. Hashtag Squirtalert. Ah, dann kannst du mal direkt schreiben. Ab Ja, genau. ab in die Kommentare, damit wir euch auch sagen können. Was? Wieso Unzwang? Mit Hashtag Squirtalert. Den möchte ich sagen, den Ja. Hashtag. Ja. Wir legen wir wirklich alles drauf an, dass wir weggesperrt werden, gell? Warum? warum? Wer von uns Weiß ich da- nicht, darf man Das ist doch die was... weibliche Boah. Boah, Schwierig Verdammt! Weibliche Abwichsen. Ja, genau. Das weibliche Abwichsen, Ejakulat. Spritzen. Ejakulat, Oh, so. jetzt hat er das gesagt. Jetzt haben wir es schon. Ist das Ejakulat? Das heißt doch so. Ja, ja, es ist Ja, aber ist das ja eher ein kein- Ejakulat? Ja, es ist ja kein Pipi. Ja, Es ist eine geringe da Menge gibt's Pipi auch so, mit drin, so aber- eine weise Aussage, die in meiner Welt 90% das Gebühr 3 ist Pisse. Nein, das stimmt nicht. Ich glaube schon. Mittlerweile nicht mehr. Ich glaube schon. War lange Irrglaube. Ich Mittlerweile glaub schon. gibt es Studien dazu. Und ich sage aber auch, die pissen die einfach an, weil sie keinen Bock mehr drauf haben. Ich wollte gerade sagen, es geht ja ja auch nicht okay. darum, dass das, was da rauskommt, aber du Pisse kannst ist. einfach Nein sagen. Es Sag mir nicht ins Gesicht, sag halt einfach, ich mag nicht mehr. Ich sage ja nicht, dass das, was da rauskommt, bei tatsächlichem gesquirte Pisse ist, sondern wenn es eine tut, ist in 9 von 10 Fällen Pissen und nicht das, was du meinst. Das heißt, Vorsicht, Kinder, die suchen euch hoch und verkaufen euch alles. Ja, Und wenn es das deren, dann müsst ihr zurückbieseln. Du kannst Kämpfer ein bisschen auspacken. Ich hab gewonnen. Einfach direkt losbieseln. Wenn's Augen trifft, hab gewonnen. Schöner Start. Ich sehen, wie sie das machen. Ja. Gleich mal gegenseitig auch so. Kann man zielen? Können die zielen beim... Keine Nein, Ahnung. die haben ja so. Frauen können Ja, das stimmt. Na, aber die haben ja einen ganz anderen Die Druck. haben ja so... Achso, ja. manche ja. So, 3 Ist ja Minuten in und Ist ja ekelhaft. es läuft schon wieder. Noch 14 Mal Kaiben, ja. Oder Na, die noch, haben ja ganz einen anderen Druck und eine ganz andere Tragfläche des Ganzen. Tragfläche? kannst du mit denen dann auch wettwichsen, wenn sie ejakulieren können? Das ist auch so eine Frage. Meinst du, dass die beim Babyklappen wichsen mit der Kanten? Deswegen frage ich also indirekt so ein bisschen, ob die zielen können. Warum hat eigentlich noch nie eine jungen Gruppe ein Mädel zum Kekswichsen mitgenommen? Ja, das haben wir wieder, der Diversity-prozentuale Anteil, Ja. der ist einfach too damn low beim Kekswichsen. Das geht überhaupt nicht. Ja, die Weiber müssen mitmachen. Da Eben, fehlt ja. die Frauenquote einfach. Ja. Da kann man uns dafür einsetzen. Ja, darf ich auch sagen. 50% Bin auch Frauen. Ich bin Ja. auch dafür, dass... Ich bin für mindestens, ja, Wenn es ich nur der Keks ist. lasse mich zum Bundeskanzler aufstehen und meine erste Amtshandlung ist beim Kekswichsen mindestens 50% Frauenanteil. Oh Gott, die Folge da, da kann ich 5 Minuten warten. Schnell, sagt irgendjemand irgendwas anderes. Busen. Geil. Na. Kann man mit denen eigentlich auch? Nein, so Die kannst du als Kekse Doch, nehmen. einen Milcheinschuss gibt es ja auch, wenn ich schwanger bin. Kann man mit denen zielen? Eigentlich auch schon. Motorboot fahren kannst. Alter, Motorboot fahren. So, jetzt haben wir soweit in diesem So, Thema. jetzt haben wir kommen gleich jetzt da raus. angefixt nur mit dem Huren so ein Scheiß-Thema. Weißt du, was wir kurz dabei angeschmerzt gehört? Heute ist einmal wieder eine Folge, die YouTube und
Audio zum Herrn kriegt und unsere Audio-Zuhörer, die auf YouTube nicht schauen, Spacken. die wissen gar nicht, dass es letzte Woche auf YouTube eine extra Folge gegeben hat. Da Ja, hat sie es blöd. ihr seid raus. Ich hab jetzt überhaupt nichts mehr. Es kommt jetzt eine wöchentliche Folge. Einmal auf YouTube und dann wieder auf YouTube und Audio, dann wieder auf YouTube, dann wieder YouTube und Audio. Verstehe. Das wird euch gar nicht gefallen, ich verstehe. Ja, es ist auch geht schwierig zu schnell. erklären. Das ist auch schwierig zu erklären. Das ist, wenn ich drüber nachdenke, die letzte Auskopplung aus dem letzten Podcast zum Thema Cannabis-Legalisierung. Hat sich auf TikTok ein bisschen selbstständig gemacht. Hat 170.000 Aufrufe. Gut, das zählt bei TikTok nichts. Ich wollte gerade sagen, das sind ungefähr 4 war Klicks da? auf YouTube, oder? Ungefähr sowas. Ungefähr 10% davon. Lass 15.000 bis 20.000 sein, aber ich sage jetzt mal für meinen Kanal, den ich so nicht als Kanal bezeichne, weil da lade ich nur Scheißdreck auf, für das mich eigentlich hinten und vorne nicht interessiert. Aber wenn dann was los ist und wenn es dann um so ein Thema geht, dann kommen halt da so Kommentare da, das ist so geil, wie leicht, dass sich die Leute ablenken lassen, ist so geil. Im Prinzip geht es ja nur darum, dass ich sage, dass bildlich gesprochen der Södermacke in seinem Volksfestzettel drin hat und Bier gondelt. Ja. Und um was es eigentlich geht, dieser Vergleich zwischen Cannabis und Alkohol. Und die Leute diskutieren da drunter, dass der Söder keinen Alkohol trinkt. Wie dumm kann man eigentlich, also unfassbar. Alter. Köstlich amüsiert haben. Ja, der Söder trinkt aber keinen Alkohol. aber okay. Aber du hast doch voll recht. Es ist so krass, Alter, wie dumm das die Leute sind. Was ich auch gut fand, dass zwischendrin in der Suche stand hessischer Dialekt. Das habe ich nicht verstanden. Ja, nicht. Das habe ich aber nicht Das ist verstanden. dann so ein vorgeschlagenes TikTok-Ding. Wenn du danach hessischen Dialekt suchst, kommst du praktisch in der Suche. Ja, passt. Also das ist kein bayerischen Dialekt, sondern ein hessischen. Haben wir jetzt- Ich weiß nicht, wie oft so ich nur in diese Hashtags einschreiben, bayerisch, bayerisch, Dialekt, Mundart, sonst irgendwas und sie machen hessischer Dialekt raus. Herzlichen Glückwunsch, TikTok. Ja, red Du doch nicht bist über nur, Hessisch. du bist nur, mir gehörst nur, gibt's eigentlich, so wie für uns die Lebenshilfe ein Behindertenzentrum ist, gibt's eigentlich fürs Behindertenzentrum ein Behindertenzentrum, so wie die Lebenshilfe. Das Gymnasium. Da gehört TikTok Das hin. Gymnasium. Das gehört als Gymnasium. Ja, dumm studiert ich. Dann noch eins weiter drunter. Norren. Die kleben sie momentan noch. Ich find's geil, sie kleben sich immer fest an. Ja, das tut sau weh, glaube ich. Ich finde ja geil, dass man Sie sicher, habt ihr auch mit Finger zusammenpickt, oder? beim Sekundengleber. natürlich. Ja, da ist ein riesen drum warm in der Werkstatt. Das muss ich- Größter Respekt vor dem Regelmäßig. Klimakleber, weil das tut sau weh, was die da machen. Also wirklich, Bros. Tatsächlich. Mittlerweile machen sie es ja mit Fertigzement. Und dann deren sie die Leute nicht außermorseln oder was auch immer, sondern sie schneiden- flexen rundrum und dann haben sie den Betonbruch dahinter. Wenn du bis da rauf kannst, du Das noch ist geil, Alter. ganz richtig Geld zuschlagen. Von denen hat doch keiner, was weiß ich, wo hätten denn die Muskelfasern Ja, her? Vom drum- Grasfressen krieg ich keine Muskeln. Darum haben sie ja einen Betonplatz. Stimmt, das kennen sie die ganze Zeit. Das ist der Trick. Wow. Das ist Krass, praktisch Klimagym. Homeworkout. Jetzt haben wir dann lauter kleine Hulks, die haben anlaufen. Ja, richtig, aber sie haben eh Krass, vor Haus Alter. ausgerät. Aber die haben ja immer bloß mit einer Hand festgelegt. Das heißt, die haben dann einen richtig krassen Ansatz. Also wieder Humor. Schauen aus, als hätten sie ein Leben lang geschleidet. Geil. Die denken sich schon was Ja, ich dabei. wollte gerade sagen, die sind ja nicht blöd. Die wissen schon, was die haben. Überhaupt nicht. Das sind ja da Also, Klimagym-Tivisten. Stierspattenkommando. Ja, genau, das Stierspattenkommando. okay. Genau, wie gesagt, ich glaube, das tut sau weh. Also, ich hätte mich nicht angeln müssen. Das ist, ja. Das ist nicht meine Sache. Ne? Ja. Ich würde eher Tomatensauce auf ein hässliches Gemälde schütten. Na, was ich jetzt nur in den Nachrichten gelesen habe, war nochmal zum Thema Alkohol und Cannabis. Wenn wir nochmal kurz drauf rumreiten. Ja, bitte. Nach diesem Unfall, der wo doch in Thüringen war, da mit den Sim-Doden, da vor kurzem, ja. Keine Ahnung. kommt jetzt die Debatte, sollte man Alkohol nicht auf 0,0 Promille absetzen bei den Ja, kein Autofahrern? Problem damit. Ich wollte gerade sagen, das Grundsätzlich kein Problem, aber was hat das damit zum tun? Da sind zwei sturzbetrunken Auto gefahren und jetzt so hast boah, leck, jetzt müssen wir von 0,5 auf 0%. Ja. 0 Promille. Ja, sonst aber- mal. Hä? Sonst mal, das ist Ja, ganz ehrlich. aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Aber da komme ich im zweiten Punkt komme ich dazu und sag, aber nebenbei mit dem Gras, wenn die es legalisiert, da müssen wir Auto fahren können. Wieso? Da haben wir letztes Mal ja schon kurz Ja. drüber geredet, weil man nicht, wie funktioniert denn der THC-Test, wenn du im Auto kontrolliert worden wirst? Habe ich noch nie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Letztes Mal noch irgendwas gelesen oder nicht Urin? gehört. Aber also Oder wie es Haare? genau getestet wird, weiß ich nicht, aber sie haben dann eigentlich so Tages, ich glaube mehrere Tage oder so, wo du dann nicht fahren darfst oder wo dann der Anteil gerade so zu Hause Und wie wird jetzt gemessen? Mit Pisse. Entweder Urin oder Haare. Das glaub, ist die ein Haare Schnelltest, ja recht oder? lang- Bei Urin Ja, ist ein das Schnelltest, den du vor Ort machst, wo du dann Bullen klein ins Gesicht schiffst und
Wenn's schmeckt da, man. Genau, wenn es dir dann ausschmeckt, dass er sagt, der graselt da wegen der Teufel, dann fährt er ins Krankenhaus. Der graselt da wegen der Grippe. Ja. Jetzt bieseln Sie mal kurz, weil ich Genau. mag das riechen. Außer du hast Beton an die Hände, dann wissen sie, dass du kiffst, dann fährst du gleich ins Krankenhaus. Wenn du Klebesträßel an die Hände hast und nehmen sie einfach Sag ich da gleich mit. vielleicht ein wenig ein Uhu, hä? Hat ein wenig an die Bratzen. Ja, okay, Gehen wir es gleich mal mit. Gehen wir ins Gleim, ja. Führerschein können stecken lassen, interessiert mich jetzt nicht So mehr. geht nicht. Wie lenken Sie denn Nein, eigentlich? ich weiß nicht, wie sie es genau testen. Das glaube ich ist ja nur so ein offenes Thema, was ich Ja. da gehört habe, aber ja. Gibt es da sowas wie einen Abstrich oder aber da testest du die auf Koksen, so einen ich Scheiß, bin, glaube ich. ich bin auf Drogen noch nie getestet worden, Schweiß. komischerweise. Nein, Ja, ich auch nicht. Also ich bin ja noch nie aufgehalten worden. Ja, ich habe noch Was nie in bloß Auto? dürfen. Ich fahre nie Auto, das ist Ich richtig. schon. Nein, bloß habe ich noch nie dürfen. Ich schon, immer am Schlagstock. Ja. Ganz komisch. Also, was bringt uns das jetzt gerade? Wenn du so bumm voll bist, dass dann dein Maul an den Was Schlagstock messen Sie Ja, denn genau. eigentlich? Ja, nur wie weit das Und da- beibringen. Wie das Video mit dem, was die einen alten Mo kontrollieren Wo und eins geben ihm das in- Blaus und er meint das so kurz. Ja. Und ich habe auch noch mal eins gesehen, wo ich Tussi ins Funkgerät einblasen. Geil, wenn du so voll bist, dass du das noch kannst. Ja. Dann bringt Schon er den stark. Schnelltest irgendwie raus. Ja, ja, Das ist, gut, sehr da Idee. kommt jetzt bloß irgendein ahnungsloser Scheiß aus, aber ich glaube, es ist mit Pissen und da glaube ich, ist einfach mehrere Tage nachweisbar, obwohl du gar nicht mehr Ja. Dings bist. Und das ist Aber halt ich glaub, da Schwachsinn. gibt's ja Du Stärke. kannst, wann sollst du denn dann jemals rauchen können, wenn du normal arbeitest? Ich kann nicht am Freitag, wenn ich einen rauche und dann weisen sie mir am Montag in der Früh die Scheiße noch, dann was soll denn das? Was ist das? Ich weiß es von einem Bekannten, der hat einmal Nasenkaffee probiert. Nasenkaffee? Und dann hat er 4 Tage drauf, haben sie ihn aufgehalten und dann, der wird jetzt gerade hergefegelt, als wäre er schwer drogenabhängig, obwohl er eigentlich de facto nicht unter Einfluss gefahren ist, aber weil er es halt noch nachweisbar in sich gehabt hat wieder, ewig, also jetzt haben sie irgendwie verhandeln können und so einen Mittelweg gefunden, jetzt muss er gerade 3 Monate einen Schein abgeben und was weiß ich was für Schulungen machen, aber das ist ein Affenzirkus, für das, dass er, sag ich jetzt mal, nichts angestellt hat, gar nichts. Er hat einmal probiert, ist nicht unter Einfluss gefahren und so weiter, aber wird hergefegelt, als wäre er schwer drogenabhängig und hätte. Das ist bei uns halt krass. Ja. Das ist bei ganz speziell in Bayern ist das unfasslich krass, wenn es die, egal mit was, irgendwie erwischen, nachweisen, sonst irgendwas, dann hast du, im Prinzip ist dein Leben vorbei. Also Außer jedes du bist Mal in außer Zukunft. Promille. Dann geht's. Das ist okay. Ich weiß nicht, wie Ja, sie was? sich verhalten, wenn du dann mal mit Promille aufgehalten worden bist und hast Punkte kassiert, vielleicht deinen Führerschein abgenommen und du wirst noch mehr aufgehalten, ob du dann automatisch ein ähnliches Prozedere Nein, durchläufst. es wird halt dann schwerer, weil du bist, glaubt, dass unter Alkohol fahren verjährt nach 10 Jahren praktisch und wenn du das innerhalb von 10 Jahren zweimal machst, dann bist du Wiederholungstäter und dann wirst richtig Dann ins summiert Arschloch. sich das irgendwie so. Du Gell? musst halt nur sagen, du weißt es nicht mehr von damals. Jetzt weiß ich die Zeit ist von Ja, aber mir bei uns, überzogen. bei, uns ist so halt cool. bei uns ist es halt sprichwörtlich so, wenn du mit 3 Bresal groß bloß in der Hosentasche erwischt wirst, dann kriegst du einen Eintrag ins, Ja. oh Gott, lass mich, Aber das wollen sie was gleich heißt, für uns. BG. Das glaube ich wollen sie jetzt halt auch für also rückwirkend für einige, denen da irgendwas wegen groß passiert ist. Da hat der Lauterbach gesagt, da planen sie auch irgendwie ein bisschen entschärfen. dass er mit denen das aus dem Lebenslauf, wenn man so will, wie verschwindet, es oder? genau ist, ist noch nicht dabei gestanden, aber er plant oder hat es auch ins Ja, Gespräch das macht er. dass- Ausnahmsweise macht das mal Das Sinn. war, weil was meinst du jetzt, jetzt ist im Gespräch, dass legalisiert wird, dann rauchst du einen und wirst noch sauber hergefegelt und denkst in 2 Wochen toll. Ja. Hätte ich erst in 2 Wochen gekifft. Ja. Ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Bin Ja, ich gespannt. ich Bin ich bin wirklich gespannt. gespannt. Ich Ob hab sie schon- schon das umgestellt. jetzt wieder bloß bringen, um ein paar Gemüter zu, wie soll ich sagen, ober zum kriegen. Oder wir unterhalten uns nochmal über das lustige Heizungsthema, wo ich mich ja nicht aufregen darf, weil es ist ja noch nicht so weit. Ist ja nicht. Gestern war, gestern, vorgestern? Berichtigen? Ja, ich sag das wirklich genauso, das wird der Short. Nicht. Gestern! Ich bin ja auf die Untertitel gespannt. Ein so schon so beschissen. Hören wir mal 2 Minuten. Gestern, Pressekonferenz, Habeck, sagen wir das ganz schnell hintereinander. Habeck, die Ehre. Was jetzt, eine Pressekonferenz habe ich. Und die andere. Und haben Hast du irgendwas zum Zuschlagen da, weil ich komme nicht um mich. der ist brillenhart. Das haben wir vorher schon gedacht. Ja, der ist wirklich. Da war mir Uhr drin vor 25 Jahren ungefähr. Star war so. Star Wars, ja. Oh, die ist 27 Jahre alt, ist der Kopf. Alter, War in 9, wie den gekriegt hat. was soll ich wie mein Schwanz? Ja. Ja, auf jeden Fall Ist der gestern. erst im Nachhinein gewachsen, oder? Wie ist Ich habe das? mich später als Mo identifiziert. Ah, okay. Ah. Ist dann, wie ist das? Man identifiziert sich als Mo und dann wächst er einfach, oder wie? Ja, Also, das ist weg. fuck. Und wieder da. Und wieder da. Und weg, und da, und Pipi, weg. kein und da. Pipi. Pipi, kein Pipi. Die Frage ist jetzt nur, auf welches Klo geht er. Auf beide gleichzeitig. Ich puste ja wieder raus. Ich sitze mir, Er ich ist sitz immer mir voll, auf, der pinkelt einfach zwischen den 2 Toiletten. Ich weiß nicht, wo ich hin Am Türstock ohne. es gibt doch so Beutel, da haben 5 Pissoirs nebeneinander und dann so was Männer sehen und das zweite von links und das zweite von rechts oder so ein Ringbogen. Das ist automatisch, ja, da geht man nicht Genau. hin. Ja. Aber hat irgendjemand schon mir erörtert, was zwischen die Pissoirs los ist? Das möchte ich einfach mal sehen, wenn ich mich zwischen das erste und das vorletzte einfach hinstehe und so Hand wind. Traust du nicht?
Da war jetzt nicht so sicher, wenn wir irgendwo beim Saufen haben. Ich Frage habe ich mir noch nicht merke mir das einmal. Falls wir irgendwo hinkommen, wo es das gibt, dann sage ich, Brauchst du nicht. Birger, los jetzt. Ja, muss ausprobieren können. Vor allem, wenn jemand drin steht und du steckst schon jemand beim Pissen. Du gehst einfach, gehst halt 2 weiter so, dann gehst du 2,5 weiter und sagst einfach hin und schaust die ganze Zeit so. Aber- und sagst einfach an die Wind. Nur so, Servus. Und? Der geile Witz, aber es letztes Mal gesehen, wo einer sitzt da drin, macht das so, den Kinowitz, weißt du schon, dann so ein Arm um mich und dann so 6 Beutel im Ganzen, dass ein Pissoir steht und der Typ neben ihm, was? Das war ein geiler Witz, einfach zum Säure gestellt mit einer hinten und dann, Du kannst ja aufs Scheißhaus sitzen, zum Scheißen, lass die auf und sagst von da aus ins Pissoir. Das, wenn du es schaffst, Alter, dann bist du Du Chef. bist der Chef, ja. Definitiv. das Dann ist hast du alles erreicht. Ja, oder du gehst jetzt zu ihm hier und machst so wie damals, da wo du praktisch die Schwerter kreuzt, also die Pimmel. Kämpferbiesin, hab ich vorher schon gesagt, ja? Da musst du wirklich wieder dieses- ja. Ja. Grüße an den Robert im Kindergarten. Was? Okay, Zipfelfechten da, oder? weiß ich nicht, ob ich das Nein, jetzt wir im haben Podcast Kämpferbiesin. erzählt Das habe, waren dass nicht der Robert Biesekämpfer, sondern Ich Kämpferbiesel. spüre da gerade ein paar Onkel Werner-Vibes. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja, Hat euch der irgendwo dazu hat sie angestiftet? müssen. Hat euch der dazu angestiftet? Vielleicht ist er dahinter gestanden und hat sein Studio-Setup aufgebaut gehabt. Ja, komm. Waren die ersten Fotos, waren die Kindergartenfotos auf der Sechstens so da sitzen am Biergarten, wo das eigentlich so Urinstrahl. Sehr schön. Kriegt man da einen Regenbogen, wenn sie Sonnenlicht im Urinstrahl bricht? Im Gelben? Das ist eine gute Frage. Mischt sich dann die Farbe im Regenbogen, wenn gelb und rot ergibt orange? Gelb? Wird dann der rote Teil im Regenbogen, wenn ich eine suche, in Regenbogen orange? Das weiß ich leider Und nicht. wird blau und der Pipi-Strahl zu grün? Das werden wir, jeden Fall. kann uns das bitte irgendein Raketenwissenschaftler in die Kommentare beantworten? Raketenwissenschaft. Gib das ist Antwort. witzig. Ich hab Das Leute ist bei jetzt mir, kaputt gegangen. ich hab irgendwann einmal ein Video gemacht, How to South Machine, und da hab ich dann irgendwie angemerkt, so was weiß ich, irgendeiner von euch kann man schon ausrechnen, wie viel in einen 2,5 Meter mal irgendwas Schlauchbogen abgeschnitten, irgendwas genau reinbeißt. Und dann habe ich ungefähr 500 Kommentare gekriegt, wie man das ausrechnet und wie viel das genau reinbeißt. Das kennen die ganzen Bauernschrauber. Ich weiß nicht, warum das ist so, aber ich hab, Furchtbar. Die haben alle anderen Piercing gehabt. das wieder trinken. Kann mir das irgendeine Pause? Ja, aber früher, das wieder trinkt überhaupt kein Bier. Was? Bist du behindert? Hab ich gefragt. Außerdem geht es nicht so, wenn es teilweise Hosen anhaben. Ja? Der Söder. Söder sauft kein Alkohol in Highwaist-Hosen. Söder trinkt keinen Alkohol beim Kämpferbiesin. Schöner Titel. Haben wir gerade einmal 20 Minuten im Spiel. Ja, das ist schön. Wir werden immer Können wir jetzt eigentlich schnell. aufhören, oder? Ja, auf alle passt. War die Folge für heute. Alles Bis zum klar. nächsten Mal. Habe Spaß. Tschaußen. Geht aus, spät So. aus. Weil wir vorher Assi-Themen gehabt haben, wir Schon wieder? Squirt Alert. Squirtle. Was ist denn da so Ähm, Assi, bitte? Für manche ist es Will jetzt mit zumindest. meinem Ständer. Stopp. Weiß ich nicht, Fabit. Ja. Auf alle Fälle habt ihr das mitgekriegt, ich glaube in Florida, dass eine Lehrerin ihren Posten aufgeben hat müssen, Ja. Ja. weil es in der Schule Michelangelo sein David, glaube ich, heißt der Achso, Herzog na, hat. das habe ich nicht. Diese Statue, da wo man ein bisschen ein Pipi sagt. Ja. Was ist los mit die Amis? Schießt Jetzt nochmal langsam. Die haben es ausgeworfen, weil es das Herz gesagt hat. Genau, weil sie es im Unterricht behandelt hat und einige Eltern haben sie da dann gestoßen. An dem Pipi. An der Optik von dem Pipi. Dass der überhaupt sagt, was sagt, das ist wie ist denn das Scheißding? 8000 Milliarden Jahre. Und dann der, Das, was dieser Typ, was ist denn das? Ist das Mama? ich glaube schon, Oder ja. irgend so, ist ja scheißegal, das ist auf alle Fälle in Stein gehauen. Da gibt es ein paar Beutel und so weiter, die, ich weiß nicht, warum mir das in manch Timeline manchmal einfach gezeigt wird, wie dermaßen detailliert das vor 8000 Jahren gemacht wird, wo du sogar einen Wichsmuskel an seine Arme sägst. Also ungelogen. Ungelogen. Scheiß Wichsmuskel. Und die wenn's so, die haben ja früher bloß ein bisschen so Umhänge und Tücher dran und so weiter, das so echt ausschaut, dass ich mir eigentlich frage, ist unmöglich. Was Das ist ist unmöglich, das ist unmöglich. Und dann ist es ganz logisch, dass ich das in der Schule herzog, weil es ist Ja, ja, sicher. kunsthistorisch Wenn das- ja. sehr wertvoll Wenn und das- dann heißt Sexualisierung Ja. raus. Ich lasse mir schon was Wenn ich eingehen, zum wenn, Griechen gehe. wenn man sich darüber beschwert, dass in die Kinderbücher, wenn es da schon darum geht, in der Grundschule mit was für Pärchen das geben kann und so weiter, das hat da einfach nichts verloren. Also ich meine jetzt generell das ganze Thema. Nein. Was interessiert einen Zweitklässler, ob es jetzt zwei Mamas, zwei Papas oder sonst was geben kann? Das hat den einfach nicht zum Interessieren. Jetzt was soll ich Zwei Scheiße? Mamas oder zwei Papas oder halt. Ja, fertig aus, da kommen wir Oder zwei später, Viertel. für das gibt es Sexualkunde. Die Die ist verstehen ja die an sehr dem ausgeprägt bei uns. Die verstehen die in dem Alter auch noch nicht. Weil, stell dir Die mal wissen vor, gar nicht, du was das überhaupt du gehst geht. zu einem 7-Jährigen hier und sagst, ja, es kann vielleicht sein, dass du dich als Junge doch als Mädchen fühlst. Ist ein Scheiß Obwohl man denkt, einfach. Der ist in der 2. Klasse 7 Jahre alt, der Ja. kann. Na, Ich kann ich glaube aber nicht, dass verstehen. der Unterricht so ausschaut. Bei uns nicht.
glaube ich nicht. Bei uns nicht. Die Amis sehr wohl. Die verbieten doch gerade alles Mögliche. Ja, genau darum. Die haben wir da überhaupt Weil da keine- irgendwelche LGBTQ-Lehrer Trottel umeinander laufen, die Grundschüler sprichwörtlich sagen, du gay, kann vielleicht sein, dass du ein Mädel bist, du willst, was soll denn der Scheiß? Echt? Lass meine Kinder in Ruhe mit dem Dreck. Der wird schon alt genug, bis es selber irgendwann rausfindet. Was ist Gott im Himmel, Alter. Los, wie ein Mädel jetzt. Ja, Hass! Tu es. Das ist doch eigentlich voll das gute Ding für die Chinesen, oder? Das sich identifizieren können, weil die wollen doch immer lieber Buben haben. Ich weiß nicht, wie das da ist bei denen. Ich glaube, die wollen generell keine Kinder mehr haben, weil sie so dermaßen fehl sind, dass es bald ein paar geht. Das auch noch, ja. Aber sie wollen ja, glaube ich, da ist ja der Bub was besser als ein Mädel und dann sagst du halt einfach zum Mädel, hey, sei Aber das ist Bub. ja in ganz vielen Kulturen so. Ich glaube, der Chines pfeift da allerdings auch was, wenn du mit irgendwelchen Geschlechtsumwandlungen und so einen Mister herkommst. Der pfeift nicht lang, der bist Ich will gerade sagen, 3, 2, 1, Gulag! Und Wiederschauen. Glaube ich. Ja, Man weiß ja nicht, wie es bei den Chinesen abgeht. Das ist eigentlich schon Da krass. gibt es so dass Kulturen, das- da sagt man das halt einfach ein bisschen enger. Und Oh, leck. Welche? ist generell Warum halt, enger? Warum enger? da gibt es ja mehrere Kulturen dahingehend. Welche? Kroatische Kulturen zum Die Beispiel. nicht. Die nicht. Die Okay. nicht, nein. Aber die haben einen Grußkowatsch. Ja, Den Slimowitz. Wenn es wenn lieben es nur willst, den Kind. Selber Grußkowatsch. Der ist. Da riechst du bloß, bist schon blind. Ja, da haben wir einen Arbeitskollege, der war Ungar, der hat uns mal zu unserem Büro zu Weihnachten eben so einen selber brennenden Schnaps vorher mitgenommen. Ich glaube, er wollte uns einfach umbringen. da waren wir auf dem Deichkind-Konzert, so weiß ich noch, und dann sind wir heim, haben wir gesagt, machen wir noch Aftershow bei uns und jeder schon 7, 8 halb war. Dann hat jeder ein Stamperl von dem Schnaps getrunken und wir haben gesammelt, schon alle am Blackout gehabt, aber komplett. Jeder wacht am nächsten Tag auf, denkt sich, Alter, Bei was dem ist einer passiert? war es doch nicht blind, was ich sag's doch, wie es ist. Da waren die Flaschen, das war gerade so eine kleine, die waren dann leer. Die Das ist waren tatsächlich leer. gerade für jeden eine ausgegangen, aber es war nicht auch keine halbe mehr angesoffen oder sonst irgendwas. Nach dem Schnaps war einfach Ende für jeden. Das war Naja, Wir haben wahrscheinlich einmal- für alle bis auf einen. Wir haben einmal der zu Ungar, dritt, der zufällig einen Schlüssel von mir gehabt hat. zu dritt in unserem Sommerurlaub, ich, der Baumi und der Rolli, sind wir mal spontan noch am Plattensee gefahren. Und haben uns halt da auch ja, im Prinzip auch ein Zimmer-Apartment halt genommen zum Schnell. Wir haben bloß zum Spring Break saufen hingefahren. Geil. Und der Besitzer da unten, der hat uns auch einen selber Breten Slimowitz gegeben. Wir haben nicht mehr aus dem, wir haben angekommen, haben wir nicht mehr aus dem Zimmer rausgekommen. haben wir erst den ganzen Tag geschlafen. Und am nächsten Tag ist dann losgegangen. Da ist es noch gegangen. Und das, wenn ich jetzt da dann kann ich zwar bleibe 3 Tage liegen und dann fahre ich wieder heim. Sehr gut. Ich fahre wirklich gerade zum Boden, also bitte. Ja. Strand habe ich gefahren und ein bisschen gesund. Nein, man kann bei Urlaub sein. Fahrt du dieses Jahr in Urlaub, Florian? Vater eben. Ich hoffe doch. Also, ihr habt wieder richtig Bock, zumindest irgendwie spontan dann einmal. Boah, doch einfach auf Italien oder Kroatien runter. Fahren oder fliegen? Na, von. Fahren. Mit wem Spätsinn? Ja, wenn man sieht. Meldet sich halt einmal bitte in irgendeine, die mit denen in den Urlaub fährt, die flippt jetzt Bitte. dann aus mit dem Typen. Das Dann ist müssen so sie aber traurig. auch mal kein pinkes T-Shirt Aber dann anziehen. müsstet ihr fast fliehen, weil dann kann die vielleicht bei dir landen. Oh Gott! Der für mich jetzt auf den Kopf schmeißt. Irgendwas, nimm irgendwas, hau zu, keine Ahnung, was du tust, aber tu irgendwas. Ja, fuck it. Der Erling, nicht einmal weiter weg oder so? Na. Ich kann nur, wann warst du das letzte Mal weiterfahren mit dem Flieger? Boah, 5 Jahre her, 6 Jahre. Das ist ja nicht so dermaßen lang. Sonst hätte ich nämlich jetzt die Empfehlung ausgesprochen, tu es sofort. Ja, sofort geht nicht. Wieso nicht? Wenn ich gerade einen scheiß Podcast aufnehme. Ich hab den nicht festgehalten, oder? Doch. Irgendwie schon. Ich bin vor 7 Jahren geflogen, 2-mal hintereinander, also auf Spanien und dann noch einen Inlandsflug. Und der Inlandsflug war eine Stunde und da hat 1 Stunde lang ein neugeborenes Kind Oh, geschrien. leck. Das ist der Durchgeschrien. Klassiker, ja. Da war ich fast vor dem Babybolzen. Wo sind die Babyklappen, wenn man sie braucht? Hat man gesagt. Fast nimmer bald geboren, aber Da bald habe ich auch Ja. gestern oder vorgestern erst irgendein so ein Beutel gesehen, wo ein Baby so ein, es ist ernst gemeint, ist, wo ein Baby so eine Art Maulkorb aufhat, das kann da ganz normal schnaufen, aber es hat halt ein Noise Cancelling drin. Das heißt, du hörst das nicht, aber es ist so, als hätte es nichts auf. So, das kann man investieren. Aber wenn du das Geld nicht hast, dann Klassiker. Ja, das muss die Jetzt so Fluggesellschaft an Staubsauger Bord haben anschalten. Also, und anbieten können. So, hey, Dass der runterfällt wie ein Atem, Ja, das Atemgerät. damit das Kind das Maul. Halt ein Schnauzer, Dreckskind. Schnauzer. Aber es ist sicher krank, ist mir scheißegal. Ich bin Ja, nicht- das war eine der besten Erfahrungen letztes Jahr. Ich war seit über 11 Jahren nicht gefahren und dann das Fortfliegen. Dann haben wir gleich 2-mal vorgeflogen. Das Ja, war das einfach, weiß das ich war schon. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, war das wichtig da. Wir fliegen dieses Jahr auf Malle. Oh mein Gosh. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Ja, aber Brudi. Nicht da hin, wo du meinst. Ja, ja, aber so das Grinsen hat schon verlaufen lassen, du wärst auf jeden Weil Fall jeder gleich reagiert. Wir fliegen auf Malle. Oh Gott. Bierkönig. Ja, der Bierkönig ist halt ist im Süden. Wir haben auch im Süden, aber ganz rechts unten irgendwo. Und da ist eine schöne kleine Stadt und ganz viel Strand und ganz Wann viel genau? Buchten und so weiter. Am 5.
August. Wie lang und wo, wie heißt die Stadt und das Hotel? Die heißt Palma. De Mallorca. Ja. Und wo, welches Hotel? Halma die Fresse. oder? Halma die Fresse. Ah ja, 3 Sterne. 3 Ich Zähne. weiß gar nicht, Spuckst jetzt gleich aus. einen halben Stern. Das Apartment ist uns wurscht. Ja gut, das glaube ich. Wenn es geht, darf man zetteln wahrscheinlich. Na, so krass dann Kein nicht. Zetteln. Boah, dafür haben wir Oh, Zeit. Zetteln. War schon wieder mit Haben wir Geld. Zeit heute fürs Das Zetteln? machst du genau 2 Nie. Tage später, in der zweiten Nacht kannst du nicht mehr schlafen. Ich habe einen Spezi, der ist sehr Schau naturverbunden. so. Was heißt Spezi eigentlich? Mit dem habe ich eigentlich keinen Kontakt mehr, aber ist ja wurscht. Tschüss. Mit dem, der macht so Bootsfahrten und Isar, den kennst du auch. Ja, holländisches Ruderboot habe ich gehört. Und dann wird halt da gezettelt und Lauerfeier und das finde ich eigentlich schon ganz geil. Wird sich gegenseitig das Rangel geschleckt. Das glaube ich auch, ja, im Boot drin. Ja, Das ist der aber Antrieb. Ja. Und dann fangen sie sich im Fisch, mit dem sagen sie sich an. Wollen wir da hin? Machen wir einfach mal. Das war letztes Jahr oder mal, spazieren mit den Hund und auf einmal fährt Isa so ein Riesentrum Floß mit Fasseln so selber zusammengeschustert, mit, weiß ich nicht, 2 Händen voll absolut besoffenen Vollidioten mit einer Bierbing-Garnitur oben drauf und fährt an mir an der Isa vorbei. Ist das Dann bin ich asozial? da gesessen und hab mir gedacht, was zur Hölle erblicken meine Augen da? Ich möchte mit. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Miet möchte oder ob ich sag, was soll denn der Scheiß? Traue ich So, der Isa-Thematik nicht. Wenn du einfällst, dann wirst du sofort von Piranhas gefressen. das ist ja total gelungen. Ah, sicherlich. Ich glaub schon. Süßwasser-Piranhas. Süßwasser. Den Isarmaßen-Piranhas. Mythos Süßwasser-Piranhas in der Isar gibt's nicht, aber da ist uns früher gedroht worden mit Strudel. Oh, da haben so krasse Strudel drin, da gehst du sofort unter. So ein Scheißdreck, so ein dämlicher. So ein Mist! Ja, ich bin schon 2 Mal untergegangen. Also In der Isar. ja, schon. Ja, aber die war nicht tief genug. Nein, anscheinend nicht. Ja, warst du in der Isar? Was tust du denn in der Isar? Niemals geh in die Dreckslocker, oder wie? Dreckslocker. Mit Teufel. So unsere Eisbach, da hat's minus 85 Grad drin. Voll ins Freibad, wo es sauer weggeklort wird von dem ganzen Dreck. Da war das Baby-U-Boot. Ja, genau. Das braune U-Boot. Aber du siehst, wie es auf die zuschwimmt und sie langsam auflöst im Chlor. Schön. Wenn wir das Jahr mal überlegen, ob wir nicht so einen Spaziergang machen, also so, was weiß ich, 4-5 Kilometer, immer zu zweit, immer einen Kasten Bier. Biermarathon. Genau, ein Biermarathon. Das ist so eine ewige Geschichte, die habe ich noch nie gemacht, aber Ja, noch nicht. alle das Hören sagen, allein dieses Event, wenn du da mit, was weiß ich, 10, 15 Teams losgehst und da kommst du und alle so dermaßen am Arsch. Ja, und die jeder die kotzt ankommen. nur umeinander am Schluss, weil du die halben auf Ex einsaufen, weil du magst doch auch, dass der Kasten leer sein muss bis zum Ziel. Ja, natürlich. Und aber dann, ich kenne da dann auch fangst Geschichten von Leuten, die dann vor dem Ziel, wow, fuck, und dann saufen sie auf Ex und kotzen und die Ich habe mich da nächsten köstlich kotzen. amüsiert, 2004, Gymnasium, also nach dem Abi halt Feier vom Wenzel, wo ich vorher einmal geschmatzt habe. Mein alter Arbeitskollege. Hinterm Weiter sagt echt keiner. Fotze. du das bei Fotze. Dev, Alter. Fotze! So, nochmal. Biermarathon 2004 nach dem Gymnasium. Ich war natürlich schlau genug. Gymnasium. Das war in der Sturm- und Drangzeit, da habe ich es auch verkennen, aber ich habe da schon gewusst, nein, das tue ich nicht. Ich habe mir dann angeboten bei einem Zweierteam, dass ich einen Trainer mache. Und bin die ganze Zeit hinten nachgegangen und hab's halt angefeiert zum einen Sau, die haben Fontänen gekotzt. Geil. Also ohne Scheiß, der Kasten Bier war nach der Hälfte von der Strecke schon leer, aber wirklich, ich mag jetzt keine Namen nennen, weil einen davon kennst du auch. Und wirklich, eine nach der anderen. Und nach 2 Kilometern war der Kasten leer und dann waren sie halt absolut Strulle und durch. Und ich glaube, sie haben sogar gewonnen. Also das hätte ich das Jahr auf jeden Fall machen. Ja, das ist eine richtig gute Idee, Du Flo. sagst Bescheid, wann, weil du scheiß zu. Ja. Na, du darfst Ich dich mach gern- wieder einen Trainer. Das Aber kriege ich nicht noch von hin. mir, aber nicht von mir. Nein. Ich Der bin Coach. nur, was weiß ich, Ja. dein Anfeuerungsgirl. Kann man sich das die- in Lebenslauf einschreiben? Die Biermarathon-Coach. Pommel. Na, ja, das geht bestimmt. Und wenn du Gewinner bist praktisch. Das geht, Ja. dann kannst du das auch machen. Sieger hat's des ein Jahr Biermarathons machen, dann kannst du 2004 in Landau. Ich werde so eine Jolong machen und dann kannst du es als Sabbatical angeben. Kann man das studieren? Bei Xing kannst du das auch geben. Bei Xing kann ich alles so geben. Ja, kann ich Promi-Experte einschreiben. Da muss ich aber am allermeisten, weiß ich nicht, ich kann alles einschreiben wahrscheinlich, oder? Ich weiß nicht, ob das haben die vorgeschlagenen Dinger oder kannst du selber was zeigen? Beides wahrscheinlich. Ich schätze das. Ja, ich schätze das da. Ich Ich habe zwar mal- ein Profil, aber ich nehme es nicht her. Jeder renommierte Nichtskönner schreibt sich Promi-Experte ein. Ich schreibe mir Promi-Experte ein. Ich schreibe mir Brombeeren-Experte. Promi-Experte. Oder Pombeeren-Experte. Pommes-Experte. Pommer mit B, Bommis. Pommes. 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 Aber wo Pommes? Ich hab mir einen Airfryer gekauft. Oh, Hat jemand einen Airfryer? No. na, da schon lange am überlegen, aber bis jetzt. Ja, ich war ewig lang, habe ich umeinander gegangen und Findest gedacht, du ja, das ist auch bloß ein. Und dann habe ich gedacht, aber so richtig geile Pommes warten schon mir richtig geil. Pommes. Die haben richtig geil, diese Pommes. Ehrlich? Und was noch viel geiler ist, wenn du einfach frische Kartoffeln rein tust und die ist halt ein wenig mit angewürfelt oder was weiß ich.
die wären richtig, die kriegst du im Ofen so nicht. Geil. Und es ist halt nicht in der Frittesse drin, damit du mit dem puren Fettbatzen die einfrisst. Und der Frittesse-Putzen ist einfach das allerasozialste, Ich frage mich, warum jetzt so ein Teller mit Pommes steht, dass man ein bisschen snacken kann. Damit die Audio-Leute was davon haben. Seh. Ja. Machen wir für die nächste, Ihr geht's uns auf den, das ist eine ganz einfache Rechnung. Ihr geht's uns auf den Sack, wir gehen euch auf den Sack. Übernächste Folge. Und Maxi, fick dich. Wir haben da eine Geschichte gehört, Maxi, mal ganz Halt dein Maul. von Mann zu Frau, halt dein Maul. Ganz genau. Geh du squirten, aber uns nicht auf den Sack. Unglaublich. Squirt Max. Ich trinke mal und unterhalte euch über was Schönes. Ich bin la. Hast du mitgekriegt, mit dem das Rentenalter wieder hochsitzen mögen? Bei uns jetzt oder bei Das wollen sie an die Lebenserwartung knüpfen, habe ich gelesen. Da hab ich genau Aber- gelesen, wie es heißt. Es heißt praktisch, die Lebenserwartung pro Jahr, erweiterte Lebenserwartung, soll man 4 Monate länger arbeiten. Ja, super. Oder? Aber einfach bis man 80 haben, wenn wir kann mehr 120 werden. Ja, das passt ja. Und die Lebenserwartung wird doch immer her. Ja, das war halt der ist Punkt. natürlich- Das war das Beste, was passieren kann. passt schon, Das ja. ist so krass. In Frankreich Oh Mann, das weiß brennt ich das nicht. halbe Land. Weil der Macron irgendwie, ich kenne mich ja auch nicht aus mit dem Politik-Scheiß, aber irgendwie ohne Abstimmung einfach was Ja, die haben, da so, hat. die haben so ein Sonderrecht, wo es ohne die Regierung praktisch ein Gesetz Genau. durchprügeln können. Die Schwarzen. Und jetzt brennt seit 1 oder 2 Wochen brennt Paris und schon länger. alles, was da ist, oder noch länger, weil das Renteneintrittsalter, ich glaube, von 60 auf 64 oder 62, ja, auf alle Fälle von 60 weg hergemacht hat. Aber auf 62 oder 64 ist ja scheißegal. Und wir arbeiten von Haus aus schon bis 67 und fangen wir jetzt so um einen Handscheißen oder dass wir noch länger. Weil wirklich, das ist wirklich, auch wenn es Stammtischpolemik ist, wenn es das du vielleicht nennst, Es kommt drauf aber an, ich wie habe es- einfach keinen Bock zum Arbeiten 3 Monate bevor ich umkipp. Das ist keine Wirtshauspolemik, weil das ist grundsätzlich richtig. Ja. Das ist, Ich wollte gerade sagen, das sagst nämlich du genauso und das ist keine Stammtischpolemik. Nein, aber Ja, das aber habe es ich ist halt tatsächlich so, weil du wirst ja da einfach nur ausgesagt, wo es geht und was möchtest du denn dann noch großartig. Es ist jetzt schon oft so, dass Leute relativ bald nach der Rente umkippen, soll ich jetzt nicht einmal mehr in die Rente kommen und dann umkippen. Was ich da beneide an Franzosen, dass die wirklich so rigoros auf die Straße gehen. Das darf ich mir von uns auch mehr wünschen, weil die haben ja schon viele Sachen auch durch diese Thematiken Und das wollte ich jetzt gerade sagen, weil die fankeln da umeinander und es steht ja noch, ist der Macron eine Vertrauensfrage am Sack. Darum. Ja. Und normalerweise brennt ja da wegen jedem Scheiß Vorort, wenn dir irgendwas ist und dann passiert gar nichts. Bei uns hörst jetzt das eben, wenn es jetzt es wird aufgestaubt, dann so Kruzifix! Ja, ich twitter schnell einmal, ich hab nur Twitter, ich einfach mal sagt, nein, ich bin Genau. empört. Und das war unser Beitrag dann und dann, Genau, ich bin Ja. raus! wir kleben uns jetzt dann an die Altersheime. Seht ihr schon? ja, das ist Da nur gibt's viele das ist, ja, theoretisch nur Ja, zum aber kannst wenn so du- viel- beim nächsten du kannst Kannst du jetzt dann so viel praktisch anders so einen Übergang sparen. machen von Arbeits- ins Rentenalter, da kannst du praktisch dich selber im Altenheim pflegen. Super. Also das war doch jetzt die Lösung, oder? Das ist gut. Ja, ist gut. Du kriegst dann irgendwann nur eine zweite Lehre aufgezwungen vom Staat, du musst Pfleger dann lernen für Selbstverpflegung. Genau. Außer du bist der Beamter. Ich habe einen richtig Dann guten geht's. Vorschlag. So ab 60 zahlt dir der Bund eine Umschulung zum Pfleger. Und wenn du dann Pfleger bist, kannst du dich ab dann selber pflegen und sofort in Rente Das gehen. läuft dann unter Hashtag Selbstverpflegung. Ja, Also, Ja. das ist eine Bin dabei. richtig gute Idee. Patent angemeldet. Patent angemeldet. Ich melde mich zum Bundeskanzler. Bitte wählen Sie mich, denn ich bin gut. Ich bin ganz gut. Hallo, ich bin's gut. Und ich trinke übrigens auch keinen Alkohol. Aber dafür Teilweise-Dosen. Aber ich kiff ihn großer. Das finde ich bei uns schon, das sieht ja schon seit 20 Jahren mit der Was ganzen möchtest du da jetzt, aber Rententhematik. ganz konkrete Frage. Fühlst du so, als kannst du da jetzt irgendwas dagegen tun? Allein kannst du ihm nichts tun. Das war halt eigentlich die Ja, wenn Macht jetzt zu vom dritt- Volk, sag ich jetzt mal. Wenn wenn jetzt jetzt die Macht zu dritt kann man unserer einen vorher Dreisamkeit wichsen. Das auf alle Fälle. Das darf man zu dritt schaffen. Zu dritt kann man mehr schaffen, ja. Aber das ist, ja gut, den schon verloren. Aber der kriegt Post von jungen Mädels, hat er gesagt. Also, bin ein bisschen neidisch, die kriege ich nicht. Ja, ich bin jetzt gerade ein bisschen Kriegst halt von allen Typen. Aber ja, deswegen sage ich, da habe ich ein bisschen Neid auf Frankreich, weil die halt wirklich solidarisch alle auf die Ja. Straße gehen und sagen, hey, mit uns so nicht. Ja, und nicht bloß mit wie soll ich sagen, Trillerpfeifen und Scheitel. ich habe einen Schädel und da wirst bei uns schon, auch, ist jetzt egal für was für einen Grund du wegen dir aber auf die Straße gehst, wirst ausgelacht. Du wirst schief angeschaut. Ja, Du ich wirst sag's dir, ausgelacht. das ist in der Aber- Arbeit schon so, aber wie viele ja. Leute streiken jetzt, Entschuldigung, aber wie viele Leute streiken wegen der Arbeit, weil sie halt bessere Arbeitsbedingungen wollen. Was ja einer gutes Recht ist, weil die ganzen Arbeitgeber, die sacken sich ja so viel Geld ins Arschloch ein und beuten die zum größten Teil nur aus. Und dann
hocken andere da, denen es genauso beschissen geht und regen sie auf, weil andere demonstrieren gehen. Bist du eigentlich behindert? Du profitierst ja in der Regel am Ende auch von dem, was die für dich erkämpfen. Du sollst eigentlich dazustehen, du voll. Ja, genau. Ich Es gibt hasse genau zwei jeden, Punkte, der das die, nicht wo tut. das Problem ist, warum bei uns die Leute dann so in der Ecke stehen, die wo als Idioten da stehen, weil es einfach ganz viel rechte wie linke Szene sind, die wo da auf die Straße gehen und ganz viel von denen Leute einfach nur so Anhänger haben, die wo da sich nicht dahingehend informieren. Oft wird es politisiert, die ganze Thematik, das stimmt schon. Das Du wird hast, nicht nur oft, finde ich, sondern fast immer. Da gibt es nur noch Extreme. Ja. Da gibt es, egal wegen was du da auf der Straße gehst, die eine Seite ist links, die andere ist rechts. Aber da wo ich sage, haben wir eigentlich irgendwie lang ein bisschen vergessen, was das Wort rechts und links radikal bedeutet. Habe ich so manchmal so ein bisschen das Gefühl. kenne ich nicht deswegen. Gerade weil irgendjemand zum Beispiel, weil irgendjemand eine etwas strengere Migrationspolitik fordert, ist er deswegen kein Nazi nicht. Wir erinnern uns mal, gestern oder vorgestern, vor 80 Jahren, war der Gedenktag bei den Juden, was da los war, vor 80 Jahren. Ja. Völlig zu Recht im Übrigen. Und Völlig zu Recht war da was los oder völlig zu Recht war der Gedenktag? Das war jetzt gerade ein bisschen falsch formuliert. war grenzwertig, über den Nummer Witze machen ist auch ganz schwierig. Das war schon so gemeint, wie es jetzt jeder vorstellt. Der Gedenktag war berechtigt, ist ja klar. So, da wollte ich nur darauf hinweisen, den gibt's, weil Nazis da Dinge getan haben, die eigentlich in gar keinen normalen menschlichen Kopf einpassen, was da passiert ist. Völlig irre. Und heute bezeichnen wir Leute als Nazis, die auf die Straße gehen und sagen, du, ich habe eventuell ein Problem damit, wenn da ungefähr 500.000 fremde Leute aus fremden Kulturen auf einmal da sind und wir eigentlich gar keinen so einen krassen Plan haben, was wir damit tun. Das habe ich jetzt wirklich sehr neutral ausgedrückt. Und so meine ich es auch. Ja. Das, wenn ich auf der falschen Plattform tue, Nazi-Wichser. Ja, völlig richtig. Auch. Was soll denn der Schatz? Das ist nicht ganz dicht. Ich habe nicht gesagt, ihr sollt es alle vergasen. Also wir distanzieren uns vor der Aussage gerade. Ja, aber was soll der Scheiß? Und andersrum aber ganz genauso. Andersrum aber ganz genauso. Ja, das ist Pflasterschmeißer. Das ist scheißegal, um was für ein Thema das geht, ob es jetzt um Migration geht, ob es jetzt um Diversität geht, ob es jetzt um Frauengleichberechtigung geht oder sonst irgendwas. Es gibt nur noch Vollgas oder nicht Vollgas. Du bist entweder die eine radikale Seite oder die andere. Du, wenn du versuchst irgendwie ein Mittelmaß zu finden für dich selber, dann wirst du von irgendeiner Seite in eine andere Ecke gedrängt. Das ist mittlerweile echt furchtbar. Ja. Du bist ja schon, das Thema Gendern finde ich also zum Beispiel, wenn du nicht geschlechtsneutral sprechen willst, weil ich sage, das jetzt war da der Behindertenschmerzen. Wenn ich sage, PolitikerInnen, PolizistInnen, das hört immer so, als hätte ich eine Behinderung und kann nicht gescheit schmerzen. Ja? Da sage ich lieber am Anfang, für mich sind alle involviert, aber ich gendert nicht, Thema erledigt, aber nur weil ich nicht geschlechtsneutral spreche, weiß man halt einfach, ich sag's was ist mir einfach zu dumm. Deswegen bin ich aber nicht gegen das Thema. Das ist alles für mich völlig okay, aber ich werde halt nicht so sprechen, weil mir das dumm ist. Ich sag's, was ist. Ja, ich hab mal Nazi-Wichse. Ja, ich hab's letztes Mal ein kurzes Wort kennengelernt. Vergasst du gern Juden? Weißt du nicht, PolizistInnen sagst. Oh Gott, der wird. Was soll denn der Scheiß eigentlich? Witz machen oder nicht? Darfst du nicht. Ja, schwierig. Zum 80-jährigen Gedenktag ist vielleicht echt ein wenig schwierig. Ich hab da vorgestern ein paar so Dokumentationen angeschaut. Es schaut einfach nicht, wenn man sich das mal einfach vor Augen führt. Deswegen meine ich jetzt bei mir jetzt sowieso auch jeder, der jemand anderen, egal was er für ein Mensch ist, egal wie er sich identifiziert, egal wie er liebt und welche Hautform, was weiß ich, wenn irgendjemand Recht abspricht, das jeder haben sollte, dann bin ich in meine Augen halt, was weiß ich, ein rechter Nazi, Rassisten, Arschlochwichser, irgend so. Aber was halt praktisch... Das ist, nein, nicht mal dann. Doch, weil wenn jemand nämlich Existenzrechte abspricht, dann mache ich das Gleiche, was die Juden da haben. Nazis, Entschuldigung, fuck. Dann mache ich das Gleiche, was Nazis da haben. Die haben nämlich auch gewisse Gruppierungen das Recht zu leben abgesprochen. Und vor allem für persönliche Entfaltung. Ja, prinzipiell schon, aber sie haben es halt tatsächlich dann auch getan. Ja, aber du forderst das ja in dem Moment, wo du andere diskriminierst, indem du ihre Rechte absprichst. Du bist natürlich Nationalsozialist. Wo bin ich dann, wenn ich mir jetzt zum Beispiel denke, soll ja jeder so schwul sein wie so ein Kroket, das interessiert mich ein Scheißdreck. Du kannst so schwul sein, wie du magst, Florian. Du kannst so lesbisch sein, wie du magst, Flo. Ist mir egal. Aber geh mir damit nicht auf den Sack und schiebst mir nicht und reibst mir nicht den ganzen Tag unter die Nasen. Das tut dir ja nicht aus. Nein, das tun ja die meisten nicht, aber es gibt welche, die tun's. Und wo bin ich dann? Da bist du einfach ganz normal, wenn du sagst, interessiert mich nicht. Aber wenn du anfängst, dass du sagst,
ein Schwuler darf das nicht tun, das, was ich tue, darf, ein Schwuler darf das nicht tun. Ich meine, diese Ja, das Thematik. stimmt schon. Wenn du sagst, bei mir ist es auch so, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich identifiziere mich als Rollstuhl, dann sage ich, interessiert mich nicht. Mach das, interessiert mich nicht. Muss ich mich nicht damit auseinandersetzen. Ich habe andere Thematiken, die sind für mich persönlich wichtiger und um die kümmere ich mich lieber. Solange mir, egal wer sich als was identifiziert, mir nicht vorschreibt, was ich zum Tun und zum Ding habe. Ja, genau, also leben und leben lassen, sage ich immer. Jeder hat das gleiche Recht und fertig. Was halt der Punkt ist, sage ich mal, das, wo mir im Kopf bleiben ist, da habe ich einmal mit wem diskutiert drüber und da ist zum Beispiel, Veränderungen finden halt dann nur statt durch diese Extreme. Und deswegen brauchst du halt leider diese Extreme dahingehend auch, wie jetzt an das Thema mit militante Veganerin. Weil dann ist das ganze Thema... Wilde Veganerin. Die wilde Veganerin, Entschuldigung. Aber Hast auf der einer Plattform ja, wilde die Veganer, wilde oder was? Veganerin, ja. Ja, weil davon lebt ja irgendwo, so für mein Genau, Verständnis lebt davor Demokratie auch, dass du hast das Spektrum von radikal links bis radikal rechts und alle sind halt dabei. Davon Also das ist lebt ein ganz halt cooler alles. Spruch, den ich da dazu sagen wollte, aber mehr mag ich dazu gar nicht sagen, weil das ist eigentlich ein Thema, da wo wir rundum Stundenlang. reden. Ich finde da immer, für mich ist immer der Spruch leben und leben Aber wir lassen. können Jeder über das die gleiche wilde Recht und Veganerin fertig. reden. Hast du da 20 Ja, Euro wir investiert? haben ja unser Format im Format. Die dümmsten Twitter-Trends in der aktuellen Woche. Ich weiß, weil ich hab nämlich nicht so viel gefunden, muss ich sagen. Ja, es ist schwierig, ich habe letztes Mal schon gesagt, es ist schwierig, wirklich konkrete Politik auszuweichen. Wobei es halt schon sehr politisch war, da müssen wir jetzt weg. Ja, deswegen, Genau, gehen wir Und wieder zu... wilde Vor Veganer, dann müssen wir halt was nehmen, vor 2-3 Wochen, nämlich in die Twitter-Trends die militante Veganerin. Und warum war sie da? Wissen wir das? also nicht, weil sie militant war. sondern weil sie wild war. Was wild war. Wild. Ja, militante Veganerin auf OnlyFans. Ja. Und sie hat genau das geschafft, was sie schaffen wollte. Jeder kennt's. Jeder kennt's jetzt. Jeder. Obwohl es jetzt auf ihr Fleisch reduziert wird irgendwie. Es ist, ich krieg so viele Nachrichten aufgrund meines Kruzifix-Formats, oh Gott, Birger, tu irgendwas. Bitte tu irgendwas. Weißt du, was unfassbar schwierig ist? Die Frau hat keine Angriffsfläche. Ja, weil es spindelt dir ist, kannst- was Ja, Fleisch eben. ist. Gibt's ja mal was zum Fressen, den Ja, nächsten mal strenger Schnitzel, Winter. nee. Ja, außer Ich weiß, was du meinst, eben dumme Beleidigungen. Und das So ist- quasi, vor dir, da ich am lieber mal, weiß ich nicht, 500 Gramm Aufschnitt fressen. Oder irgend so Aber ein das machen halt schon Mist. 500 andere Leute. Das machen schon 500 andere Leute. Und warum? Weil nicht sie wissen- keine Angriffsfläche hat, die irgendwie argumenttechnisch, logisch, Sinn oder gerechtfertigt Wie wir schon mal ist. geschmerzt haben. Das Einzige, was du da sagen kannst, ist, ich isse gern Fleisch, weil es mir schmeckt und ich drauf scheiß, ob dafür was stirbt. Und dann, sagen wir bei persönlicher Entfaltung, dann ist es dein Ding, aber dieses Ja, dieser das ist das Versuch, Einzige, wo man sagen der kann. Versuch zu rechtfertigen, warum ich jetzt beim Fleischessen besser bin als du, der auf Fleisch verzichtest, Das ist ein totaler Schwachsinn, weil es Bullshit. einfach nicht so ist. Du kannst nur so viel labern, wie du willst und Ja. dir Sachen ausdenken, wo du die jetzt halt anfängst zum Verarschen oder sonst irgendwas. Da wird nicht recht viel mehr rauskommen als irgendwelche stumpfen, dämlichen Beleidigungen. Ja, eben. Und dann weiß ich in dem Moment, wenn ich so anfange, fuck, Funktioniert. eigentlich habe ich verloren. Ja. Und sie Aber hat, was man ihr ankreiden kann, ist, wie sie die Leute sagt, wie es das macht. ja. Da kann ich sehr wohl sagen, du schreist mir ins Gesicht, ich schrei dir ins Gesicht, du dämliche. Aber das ist halt auch ihre Rolle, die sie spielt, darum nennen sie sie ja militante Veganerin, das spielt sie irgendwie, Ja. aber Die ich ist ja hab da verdammt gesagt, schön, diese kleine Ärztin, oder? Die hat, Diese also Doktorin. sie Ich glaub ist schon. ein reich aufgewachsenes Kind, die ist Tochter einer Ärztin und ist selber Medizinstudent, also die ist nicht auf dem Zahnfleisch dahergereiht. Die war einmal bei der Höhle des Löwen in Österreich und hat da so einen Fitnessgürtel für Millionen oder sowas ich dahergezeigt. hab nur gehört, dass da mal irgendwo war, aber ich hab nicht gewusst. Ich weiß nicht, ob sie das Geld gekriegt hat oder nicht, oder für 100.000, ist ja wurscht, für wie viel Geld, ist egal, aber das ist auf alle Fälle kein Kind von Traurigkeit und sie ist nicht dumm. Mag vielleicht schon sein, dass man so, ja, heute mal, du Rindviech, Ja, ja, das ist was sicher. anderes, aber die ist halt nicht dumm. Ich bin schwerstens davon überzeugt, vielleicht geht es ja natürlich ein wenig um diesen veganen Scheiß und so, aber ich bin schwerstens davon überzeugt, dass zu 80 oder 90% um ganz was anderes geht. Und zwar um diesen hier. Diridari. Und da ist es nicht dumm, die hat alles erreicht. So weit können wir, dass wir PR-technisch- wir Trottel in fucking Niederbayern da hocken und uns über dieses Rindviech PR-technisch hat unterhalten. die alles richtig gemacht. Alles. Und, Natürlich. wie gesagt, Wie viele Abonnenten hat sie auf OnlyFans? Deswegen ist sie auf Twitter Ich glaube, in der getreten. ersten Woche habe ich irgendwas gelesen, dass sie gleich zwischen 6.000 und 8.000 waren. Ja. Ah, Und was 20 kostet? Dollar. Und OnlyFans nimmt ja fast Genau. nur 20% oder 30%. Also, ja, jetzt reden jetzt Umgekehrt. einfach mal dann 5.000 mal $20 Kann ich im Monat. Nicht einfach, sondern im Monat wird da zahlt, oder? Ja. Ich müsste jetzt ich eigentlich nicht. wissen, ich habe auch einen OnlyFans-Account. Ja. Ja, aber wirklich. OnlyFans.com/geldgeiler Wichser. Der, das weiß ich nur, Ja. der ist uns eingefallen. Ja, da ist bloß kein Content, du kannst bloß zahlen ohne Content. Dieser Doppelplay. Ganz Hast du blöd einen hergegangen. Abonnenten?
Nein, weiß ich nicht. Schau mich nach, das ist Weiß ich nicht, aber echt so das war eigentlich ein April-Joke vor 2 Jahren oder so, da habe ich mit dem Bademantel Da fotografiert haben sie und das Bild auf OnlyFans. Instagram gleich gesperrt, oder? Ja, dann haben sie ja wegen dem OnlyFans-Logo haben sie dann auf Instagram das Bild gesperrt, ja genau. Und ich habe halt dann gedacht, das war eigentlich ein lustiger Witz, wenn ich halt wirklich einen OnlyFans-Account hätte. Weil jeder meint, ja, ist ein Witz, Alter. Und klickst du dann drauf und dann kommt wirklich eine Seite. Das war ja... Den Witz hat aber die militante Veganerin schon wieder besser durchgezogen. Ja, die hat nicht da wirklich einen Account und dann hat die eine Kamera in die Kamera gehalten, die Hure. Aber ich weiß Du jetzt auch hast nicht, den aber Schwanz- mega nackt in der Dusche, irgendwie hat die selber Wichst du jetzt mit der Kamera? Im Garten? Da schon. Ja. Aber wegen einer Grasel am Bauch? Ja, oder im Pool. Im Pool? Ja. Weiß ich nicht. Dann kannst du einen Delfin machen, halt mir Arschloch in die Luft und machen mal Sprühwurst, der Braune. Oh, Das jetzt Dolphins- der Kadi wird schon wieder geil. Ja, aber, ich würd sagen, Wie viel kann man da verlangen im Monat? 2,80 €. 2,80 € im Monat. Was da Das ist jetzt zahlen? das ist eine Kategorie, die heißt Dolphins Ja. Bräulfucker. 2,80 €. Ja. Vielleicht ist nächste Woche schon ein Trend. In Dänemark war es umsonst. In Dänemark, in Dänemark im Vorort, im Garten, im Schrebergarten. Sowas gang und gäbe. Gang und gäbe im dänischen Schrebergarten. Dolphins Bräulfucker. Nom, nom, nom. Den hörst du die ganze- Das ist auch ein guter Titel für die aktuelle Folge. Ah, Gott, schon wieder. Die waren mit Delfine. Ja, kannst sagen, was du magst. Ich habe es versucht, ein Video drüber zu machen, geht nicht. Ohne dass ich mich selber absolut lächerlich mache und zum totalen Vollidioten. Was ja, wie wir schon gesagt haben, einige andere machen, die sich hinstellen und sagen, Ja. hey, ich sitze auf Fleisch von dir, aber Wobei, natürlich muss ich loben, die war doch, 9000. die war doch irgendwo So ein beim Rap Rap-Battle Battle, ja. und irgendjemand hat ihr Salami ins Gesicht geworfen. Das hab ich auch gehört. Natürlich finde ich das lustig, das ist ja klar. Natürlich, ich meine, Muss man Aber drüber simple lachen. human. was soll ich sagen, was soll Ja, ich machen? genau, ist wirklich. Aber war das ein gutes Argument so? Nein, das zeigt einfach nur so, fuck, sie hat recht und du Ja. weißt es, du weißt nicht, was du sonst da sollst, schmeiß ihr Salami ins Gesicht. Ja, Ja. Es ist halt einfach wie so. immer. Und da habe ich auch erst irgendwann in der Woche, hat Nadine irgendwas angeschaut, also die Bürgerin, und dann gehe ich 4 in der Woche oder was da über Putin. Über Nadine also. Also über, hat sie Nadine, Frauentausch oder hat sie RTL, wie heißt hat sich Nadine ein Doku über sich selbst angeschaut. Oh, ich bin Auf alle Fälle, was Mal mit, die Fähnchen. ich bin dann mal 4 gegangen und dann habe ich mal geschaut, was da los ist, und dann habe ich das so gesehen. Und dann fahren sie halt die Viecher auf die, ein ganzes Leben lang nur mit Fließbandel von A nach B, halten sie in so ein Gestell ein und lasern ihnen die Schnabel weg, lassen sie einfach runterfallen und fahren mit dem Fließbandel wieder weiter. Da habe ich mir gedacht, Alter, in ihrem Leben ist eine einzige Höllenqual. Ja. Da kann sich kein normaler Mensch, ich liebe Fleisch, okay? Ich liebe es. Und was weiß ich, da kann sich keiner mehr hinstellen und sagen, Alter, geil, tu nicht her. Geht. Das sag ich, Alter. Gib mir ein Stück als Schnobi, das haben wir in lecker. Airfryer rein. Oder Airfryer nicht. in Airdryer. Luftgetrocknet ist doch auch gut. Braucht sie die Schnobelspitzen noch, damit sie sich jetzt selber nicht umbringen da drin. Sagt, ja, leck! Ja, ich sag, Und- das ist, und sie hat doch auch, also der militanten Veganerin wird da vorgeworfen, weil sie doch auch Holocaust-Vergleiche gezogen hat. Und wenn man das jetzt mal, das ist natürlich immer sehr krass bei uns, Ja. aber wenn du das mal oben brichst, jetzt mal rein auf die Sache, also ich möchte jetzt auch keinen Vergleich sagen, aber rein auf die Sache, sind es nur auf super Effizienz ausgelegte Tötungsanlagen. Und Ja. das ist halt wirklich, also ich finde den Vergleich auch nicht cool, weil das ist für mich auch immer absolute. Es ist immer nur ein gewaltiger Unterschied, ob man von einer Pute oder von einem Genau. Menschenleben reden. Aber diese Anlagen Mega selber Schnobi. sind halt auch nur rein super. Von wo kommt denn ist der jetzt hergekommen? Was soll ich sagen? Hockt er da, beide die ganze Ich wollte gerade Kopf nach sagen, Alter. Ich hab Schnobel. Du Vollidiot. Nein, aber das sind halt auch, wie gesagt, diese Vergleiche, die finde ich auch immer, das sollte man einfach nicht machen, aber diese Anlagen selber sind halt auch einfach nur auf unglaubliche Effizienz ausgelegte Tötungsanlagen. Das ist ja wirklich, wer überlegt sich sowas? Auf das Ding, wer überlegt sich sowas? Wie kann ich die Viecher noch Also schneller? das erst, Das wie ich ist- gerade drüber geredet habe, vor 2 Tagen diese Dokumentation wegen dem 80-jährigen Tag heute da, wegen dem Jubiläumstag oder Gedenktag, gesehen habe, es war nichts anderes wie eine hocheffiziente Tötungsanlage. da was drin. anderes ist das nicht gewesen. Das wird, die haben das so dermaßen krass geschildert, wie das bei denen zugegangen ist. Die werden da mit Zügen angekarrt, im SS-Jargon abgefertigt, Ja. was in die Bücher drinsteht. Dann werden die außer da. Dann wird ihnen das Gepäck abgenommen, das wird systematisch gestapelt, dann auseinandergenommen, das wertvolle Zeug außer Ja. da. Währenddessen werden sie weitergeschickt, dann wird einfach sprichwörtlich, du kannst noch arbeiten, dahin, Frau, Kind, du kannst nicht arbeiten, dahin. Ja, genau. Und man, ja, jetzt zieht sie eine Schuhe aus, da sitzen dann die anderen aus dem Gefängnis schon drinnen, sortieren die Schuhe aus, die man noch brauchen kann. Währenddessen gehen sie weiter in die Dusche. Und hinten aussehen, brennt 24/7 in 12 Stunden Schichtarbeit das Krematorium. Das ist, da läuft es meist keinen Bugel, Ja. wenn ich die, Alter, was zur Hölle, oder? Da gibt's ja, das was hast ist- du die Wannsee-Konferenz gesehen, zufällig den Film?
Da ist ja der Holocaust oder die Endlösung ist ja da praktisch beschlossen worden. Und das ist, also der Film ist praktisch nur in so einem Konferenzsaal drinnen, wo die ganzen Nazi-Affen drinnen hocken und ihren Scheiß. Und sie das ausdenkt haben, oder wie? wie die über die Leute reden, wo du denkst, Alter, es redet über Millionen von Menschen und sie reden einfach, als war's Holzpaletten oder sonstiges. Also das ist so gestört, diese Entmenschlichung, die da stattgefunden hat. Wir irgendwas mit M. Irgendwas mit, nicht der Mengele, das war irgend so ein Doktor in so einem KZ, der die abartigste Scheiße mit Leid abgezogen hat, die wo ich jemals in meinem Leben gesehen habe, mit Zusammennähen und was weiß ich, was alles für ein Mist. Der Propagandaminister damals, wird dann geheißen, irgendwas mit M. Der kleine Zwerg, der gerade 1,20 Meter groß war, dem gibst du auch nicht alles hin. Ja. Ich war so wurscht. Namenstechnisch. Ich weiß nicht mehr, wie du heißt. Der halt, Tobias. wie soll ich sagen, durch Propaganda den Juden entmenschlicht und über Ratten spricht und so ein Scheiter, wo du denkst, Alter, was ist verkackt? So, unbedingt Themawechsel, aber das wird fast ein wenig zu ernst für uns drei Vollidioten. Da kann ich Florian. wieder nachritzen. Okay. Ja, kann ich mir noch wieder Puls Ich hätte noch eine anhören. kurze Zwischenfrage, die gar nicht auf das Thema rausgeht. Bitteschön. Wie putzt ihr euch Zähne? Gar nicht. Gar nicht. Oh Mann, dann kriegt man diese coole Wenn es weh tut. Dann fangen wir aber erst Aber mit dann hochprozentigen Schnaps zum Pudern. Aber dann richtig, das Limowitz. Also ich mache halt oft mal, wenn ich merke, dass ich einen Belag habe, dann nehme ich das T-Shirt oder so. Da ein bisschen drüber. Das dann, Ja, macht so dann lange also bis quietschen. Mann, ich rede jetzt gerade total ernst über den Holocaust und jetzt kommst du daher und... Über das Zähneputzen darf ich wohl noch Witze machen. Das ist unsere geheime Superkraft, dass wir immer sofort switchen können zwischen Ernst und Ja, wie Bier putzen Ernst. du deine Zähne? Ja. Was gibt es da länger zum Verzeihen? Na, So. Lass mich na, mal aber einschauen, es gibt lass ja, mich einschauen. wo fangst du an? Es hat doch jeder andere Routine, oder? Also ich fange an die Backenzähne. Also so, ich fange seitlich hinten an. Oh ja. Ja, Echt jetzt? Haben wir wer alle... vorne anfängt, ist ein Psychopath. Das sind gibt ja- Gestörte. Aber- Das sind Gestörte. Das sind richtig. Der Hinterhalt. Das sind Gestörte. Alles klar. Die wollen gleich Deep Throat-Modus gehen. Das geht gar nicht. Von vorne oder von hinten? Hey. Das hat dir das gehört. Ja. Scheiß Zähneputzen, das hilft ewig. Habt ihr so eine elektrische oder eine Handzahnbürste? Elektrisch. 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 Eine, die wo selber den Kopf bewegt oder eine, die bloß Nein, ultraschallmäßig vibriert? da muss ich mit dahinter so mit tun. Wieso so? Das so aufziehen, weißt du, dass sie die dreht. Ich wollte gerade sagen, So spielst du Schnür- Geige im Maul oder was? Nein, so Schnür am Kopf und dann ziehst du, dann dreht er sich und wenn es aus ist, Das ist jetzt. so hat sie elektrische Musik, die das Die spielt. kommt, die kommt raus. Genau. So 2 Minuten langer Song, damit die weiß, jetzt kann ich aufhören. Bei mir die dauert 3 Minuten, glaube ich. Ah, Meine fangen sich aus vibrieren an. Also, die sagt mir, mein Maul ist in 4 Teile aufteilt, Ja, links genau. und links oben, rechts und dann fängst du links unten an, und wenn es vibriert, sollst du Zeiten wechseln So und ein auf Hobby, und ja. oben Meine und hat dann so einen nochmal vorne und Stormtrooper noch innen und ein Stormtrooper. Ja, die haben mich geschenkt gekriegt. Das ist das Letzte. Warum nächstes Mal nimmst du jetzt Zahnbürsten mit? Ich Du hab's seid da geschenkt. gut hinpassen. Ja, die lege ich da hin, nimm's eh nicht her. Voll gut. Ich nehm's ja nicht her. Nimmt es einen Zungenschaber her? Na, ich bin da so empfindlich, sobald dass ich meine Aber Zunge weißt du, berühre. was ich tue? Mit der Zahnbürste? Das kann ich... Das kann ich überhaupt nicht. Also Also wenn der die- Zungenschaber Habe ich auch lang gebraucht. Der Habe ich eine ist Zeit fertig. gebraucht. Das hat mir extra ein Aki und ich bin daneben gestanden, das auch probiert und dann immer... Und sie, Das Problem habe ich nur, wenn ich mich übers Waschbecken bügelt und tue Nein, auch nicht so machen. gut dann. Boah, das war's doch absichtlich gemacht, dieses Scheißthema, dass jeder von uns alle 2 Sekunden so da sitzt. Ich will mich vorn über beuge, beidelt. beidelt. Was ist denn? Was ist das bayerische Wort für beugen? Boing. Boing, halt doch dein Maul. Alle, boing. Da beuge ich mich vorn über. Ja, habe ich mich am Boing. Da habe ich mich erbeugt. Und hinten Und wenn ich dann mir was ins Maul schiebe, wird immer besser. dann hebt's mir. Komisch. Ja, das kommt aus früheren Zeiten vom Saufer, immer Also, wenn ich mich so Onkel übers Klo bürgelt. Solange du das so machst, nicht hinten nur... Das vom Onkel Werner gehen, wenn du von über den Sandkasten beugelt hast. Dann ist hinten was reingekommen und vorne was raus. Also Zungenschaber, da fühle ich mich jetzt, als der nicht vergewaltigt werden. Das kann ich nicht. Das ist halt, wenn ihr hinten meine Backenzähne zu zweit hintrefft. Trempel drauf, Lauf und Mobil, Schminke verlauft man, das ist richtig. Ich hätte das richtig gern da, aber... Oh, Mundwasser, ja oder nein? Ja, klar immer. doch. Was für uns? Listerine. Eins ist Keine richtig, Werbung. Nein, aber eins ist richtig. Was hast du gesagt? Liste! Histamine, hat er gesagt. Listenansicht. Was? Fisterine. Ja, und Fisterine. Histamine, hat er gesagt. Hermine. Hermine. Irgendwas ultra scharfes, das ein richtiges Mal ausbrennt. Ja, aber das das ist ist ja richtig. geil, Also entweder Schaut Wodka mal. oder eben Schaut überhaupt nicht. Gorbatschow oder Oder Uranov. mir, Julia. Was, mit? Die ist auch scharf. Mir, Julia? Ja.
Macht die nicht Hami-Kassetten? Wer Oder ist das die Sängerin? Die Sängerin. okay. macht Kassetten. Mocht Das die ist Hami-Kassetten. Das ist dieselbe, die hieß ja Mia Magma früher. Hab ich gehört. Lisa, Mia, Mama, was? Ja, die hieß ja. Lisa, Mia, mach mal. Wer denn Mia hier Magma so? hieß die damals. Mia, Auf- ja. Auf einer Plattform. Kassetten von Bappi. Da hat die doch mit Musik angefangen, mit Ballermann-Musik, da hat sie doch immer nackig gemacht. Und. Was weiß ich nicht mehr. Ich hab nur Gina White Pornos vertickt auf der Realschule. Boah, die war richtig gut. Ja, sie war Wildborn vertickt. Ich war weit vor dir, Alter. Ich hab schon Geld damit verdient. Da warst du in Abrahams Wurstkessel, Alter. Das ist. Ja, ohne Scheiß. Da hab ich meinem, das war 8. Klasse. Das war 2000. Ja, 2000. Und das hab ich irgendwie Déjà-vu. Hinterher habe ich das schon mal im Stream verzeiht. Oder Mir so. hast du glaube ich, schon mal erzählt. Ja, also da habe ich meinen ersten eigenen PC oder meinen zweiten eigenen PC gehabt, aber halt schon mit Internetzugang. Und da habe ich mir extra einen Brenner gekauft. Was? Vielleicht müssen wir mal ein Video zu Ende bringen. Da hinten ein Loch. Die sieht man übrigens nicht, wenn du es so machst. Da sieht man bloß einen Ranzen. Ja, gut, Geil, geil. Alter. Darf ich noch gleich? Müssen wir nicht. Geil. Nächstes Mal machst so, du schlägst und ich Schere. halt mir Arschloch hin. Brauchst du nicht. Mach Schere mit mir, gell? Just do it! Schau an. Perfekt. Viel lustiger, wenn ich einfach aufspringe und hab die ganze Gockerhosen an. Okay, warte mal, wo waren wir? Aber woher? So, bei Gina Wildporn, also die geht's auch 8. Klasse 2000, erster Brenner eingebaut, hat funktioniert. Und damals habe ich noch AOL-Internet gehabt. Oh. Ne? Und da war ein Messenger eingebaut und da habe ich dann irgendwann kennengelernt, der hat halt Listen austeilt und da hat man brennende Spiele und Filme und Onkel Werner. Onkel Werner kaufen können. Ja, Und ich habe ihm dann über Listen geschickt, was ich haben will, zum Beispiel Rune oder halt GW 1 bis 7. Jetzt How I hast du met recht. Was Onkel das Werner. heißt, wissen bloß Leute, die so alt sind wie mir. Und dann habe ich die Listen halt genommen, was ich so habe und habe die bei uns in der Schule ausgelegt. Und dann habe ich die so ausgelegt, gleich haben wir angekreuzelt oder einen Namen eingeschrieben, wer was haben will und habe die dann für 5 Euro oder irgendeinen Scheiß pro Stück verkauft. Und am nächsten Tag bin ich wieder ins Klassenzimmer gegangen und habe dann die Sachen mit Namensschädel überall ausgelegt. Der Hugh Also Hefner für habe Arme. hab ich tatsächlich Hugh eine Hefner für Menge. Arme. Dass du noch arbeiten hast, müssen wir noch. Deswegen habe ich erst angefangen mit 19. Also, da vorhin Saus und Braus gelebt. Schwarzbrille. Schäkel, Bitch! Normal wird die Utzung einfach. Ja, kannst du mal die Das ist lang verjährt, das war 2000, außerdem weiß man noch, Bitch! Das ist aber jetzt gerade so eine Art Geständnis gewesen. Ne? Ja. Das glaube ich lang zum Nachweisen. Echt? Ja, ich sag für sie aus. Das habe ich einfach erfunden. Frau Michaela Das ist Schaffrath, ich Showbusiness. bin in Team Schaffrath. Darf ich trotzdem mal einfegeln, das wünsche ich mir seitdem ich 14 bin. Heute noch. Psst. Tina Weil ist herzlich eingeladen. So, Themawechsel. Florian, hast du noch was Schönes? Hast du Gino bei Thema? Haben wir noch was zum Thema Wenn wir, schon Zähneputzen? wenn wir beim Porno-Thema sind, habt ihr das gehört, dass X-Hamster einige Videos jetzt offline nehmen muss, weil sonst ordentlich die Eier rasiert kriegen? X-Hamster war kurz einmal down. Nein, ich glaube, Das hätte ich woher mitgekriegt. weißt du das? Das hätte ich mitgekriegt. So, weil ich täglich nachschaue, ob es schon noch an ist. Also, Sorgfalt. Ist schon noch an? Ja. Ist schon noch an? Ja. Recherchegründe für den Ist schon noch an? Ja. Jetzt brauche ich es halt nicht mehr. Die haben generell, glaube ich, waren die kurz vor Offline-Stellung. Ja, irgendwas war da los, Ja. ich hab's nicht genau mitgekriegt, aber Was haben die für ein Problem? Ist da, Ich glaub, aber ist, da- weiß ich jetzt wirklich ja, nicht. Ist, wegen Nacktheit. haben da einfach Ja. haben da halt anders asoziale Sachen, um die Nein, man der so. Hashtag Free the Nipple ist da drauf kursiert und deswegen haben sie es dann. Ja, da haben sie praktisch Na, wegen den- Amateurpornos, weil die anscheinend hochgeladen werden, ohne dass die manche Beteiligte in die Videos einstimmen. Ja, stimmt. Okay. Und dann Ja, hat es gekostet ähm, pro Video $10.000 Strafe oder Euro und pro Tag, wo es nicht offline genommen wird, nochmal ein paar hundert. Und ja, und ich glaube, es geht Au. von den Niederlande aus. Verhält mir einmal, wenn ich die recherchiere. Apropos recherchieren. Sollen wir erzählen, wie man als Mann Porno schaut oder nicht? Wie schaust du das? Wie viel Tabs Also- brauchst du, bis du fertig bist? Es kommt drauf an, also je nachdem, wie geil du auch bist. Ich bin froh, wenn die Porno bei ihm Es kommt. kommt wirklich drauf Kennst an. du das? Kennst du das, wenn du machst so die Seiten auf und dann scrollst du einmal nach unten so und dann machst mit dem Mausradl, klickst du an und machst Tab und dann fängst du an durchzuschauen. Durch zum Und Flippen. währenddessen du dann beim ersten wieder bist, so, taugt mir jetzt gerade eigentlich gar nicht mehr so, wie es das vor 10 Minuten tut. Machst du wieder Ja, zu genau. und dann den nächsten. Vor allem, wenn's Genau, und da gibt es dann praktisch so richtig, irgendwann so richtig ohreinige Begriffe, ganz ehrlich. Und am Zum Schluss. Beispiel, jetzt interessiert es mich. komm, geht. Squirten. Squirten. Ist nicht unreinig. Das ist nicht anreidig. Das ist Ja, ganz normal. der Kani hat vorher gesagt, das ist ohrreidig. Ja, für manche. Ja, aber nicht vielleicht für uns. für mich auch Wir sind ohrreidig. jetzt hier in einem Männlichen erwachsenen, sich männlich Toll, wir identifizierenden unterhalten Kreis. uns. Na, egal. Gibt Ich weiß, es gibt ja viele so Sachen. Harry. Black Bull. Harry ist zum Beispiel. Animal.
Und er weiß genau. Das ist halt das so, jeder weiß, was es ist. Woher weiß man das? Keine Ahnung. Was denn genau? BBC? Ich habe keine Ahnung. BBW. Da bin ich jetzt raus, was der Unterschied ist, aber. Ich meine natürlich irgendein Wrestling. WWE. WWE. Ja. WWE. Ja. Aber auch wenn du so diesen Porno-Verlauf gucken willst, das Video, sag ich jetzt mal, geht 20 Minuten, was schon unrealistisch ist, ohne Ende. Du tappst der bloß durch und schaust das Battle an. Ja, entweder so, oder du gehst halt dann weiter und wenn du mal wirklich bei Ohren bleibst. Es gibt ja ab und zu, wo die richtig anspricht. Sag ich mal. Animals. Ja, vor allem, was spricht einen da an? Ist egal. Auf jeden Fall fangst du dann, eigentlich gönnst du dann immer so die ersten Minuten, dann gehst irgendwo auf Minute 16, so 14. It all depends on the length of the video. Ja, ja, aber so, irgendwie so in das letzte, gehst du noch mal kurz im ersten Viertel, gehst du noch mal kurz ein, schaust du mal, dann gehst du ins zweite ganz kurz und dann bist du eigentlich schon am Ende des Videos angelangt. Komischerweise, das ist eigentlich immer so dieselbe Vorgehensweise, hoffe ich. Also, ich gehe jetzt mal von euch. Ja, Das Schlimme ist, wir haben ja noch nie ich konnte deswegen nicht viel zusammen dazu sagen, weil ich habe auch gehofft, dass du dich hättest so keine Ahnung. Das Ja, aber Schlimmste ich ist, kenn wenn du darüber es gibst, wie du gerade machst, wenn du durchskippst, dann bist du da ordentlich am wedeln. Und dann denkst du so, ja geil, jetzt habe ich mir die beste Stelle fürs Finale und dann skippst du irgendwo hier und dann ist da gerade eine Stelle, wo der Moos Arschloch gelegt kriegt von der Frau und du sagst so, fuck, ich kann nicht mehr abbrechen, ich mag aber dazu nicht abschneiden. Aber Ja, was und dann ist ist- passiert. Da fühle ich mich richtig schmutzig. Und dann, Das ist richtig schlimm. Und dann kennst du danach dieses Post-Nut-Syndrom. Postnut? Dass Auf- du jetzt, wenn du dass du jetzt halt gerade festgestellt hast, du wirst nie heiraten, genau, also du magst keine praktisch, es Kinder gibt und diesen jede Alte kann Post- abhauen. Es gibt ja praktisch dieses Post-Nut-Syndrom, das ist doch praktisch, wenn du dann praktisch Post-Nut Clarity. Ja, da gibt es ja mehrere Begriffe für. Dass wenn du gekommen bist als Mann, da hast du ja immer entweder fällst du dann in schwere Depressionen oder bei Pornos, wenn du die ganzen Tabs offen hast, dann wo du da denkst, bei jedem Einzelnen, wo du schließt, wo du so ein richtig schlechtes Gewissen hast, ach du Scheiße, was habe ich mir da gerade gegeben? Ach du Scheiße, was ist das? Da wo du dann die erste Viertelstunde Ja. da sitzt und Ja, dir denkst, aber Was oh mein mir das Gott, wie endet, krank was bin ich. mir das Nein, jedes ich hab Mal endet. Ja, genau. Ich hab beim Schließen Und 10 Minuten später gleich nochmal. Es dauert 10 Minuten. Okay. Und nochmal von vorne, da geht noch einer geht noch. Die gleichen aber- Tabs. Bis der Cut drin ist. Aber Bis der back in- Cut drin ist und bis er clear drin bis er Back brennt. in the game, bitch. Bis Aber ich hab da eher immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich es ungenutzt zumache. Also ich bis lass die offen. Ochkriege wie die Stelle vom Das geht gar Krümmel an der Unterhosen festpickt, was? Ah, das ist ekelhaft. Wenn du dann zum Soher gehst und ziehst dann runter und dann ist noch was angeklebt von einem Stück Pizza. Aber nicht vom Hat mir mal einer aber verzeiht. nicht vom Ejakulat, sondern vom Au-Au. Ja, vom Blut, Ihr wollt's asozial, ihr kriegt's vom asozial. ERQ-Blut. Ejakublut. Ejakublut. Ist das Pimmelsblatt. Schön ist das nicht. Ja. Spätestens, wenn du irgendwann im Such dein Zipfel im Hosendeal festzwickst, ist das jedem schon mal Nein. passiert. Ob Nein. das jetzt im Hosendeal passiert oder beim Schleidern. Wie bei Fruit nach Mary, oder? Wir haben ja einen Blut, ja? Na, Ach, hey, Ja. ja. schöner Abschluss, ja. Ja, ich denke Aber- Fand ich schön, also ich weiß auch nicht, heute war wirklich Bullshit serious. Todes-serious. Ja, was soll ich? Absoluter Bullshit. Ja, vor allem, aber weißt du, was das Schlimme ist, wenn die den Podcast schauen oder hören, wir am Porno, dann gönnen sie sich eigentlich jetzt nur die letzten 5 Minuten und dann ist die ganze Zeit nur da drauf gegangen. Ja. Ich hoffe mal, weil bei Todesseries muss man sie ritzen. Das Glaubst, ist nicht so glaubst, du, schön. Das ist irgendetwas, nicht schön. glaubst du jetzt irgendjemand währenddessen die Sachen da gehört, dass jemand kurz auf Pause drückt hat und wichsen gegangen ist? Sicherlich, ich zum Beispiel. Hundertprozentig. Hundertprozentig ist da irgendwann Also ich hoffe, dass so jetzt keiner so, währenddessen ich hab schon, In die Kommentare damit, wer hat jetzt eine Wichspause gemacht? wer war so ehrlich? Stopp, Wer stopp. ist so Und ehrlich? wer Ich bin ganz masturbiert ehrlich, auf ich wollte uns? gerade sagen, also mir wäre es lieber, wenn mehr masturbieren, während dass sie unseren Podcast Das, schauen. nein, das nicht, das meine ich nicht. Nicht, dass die auf uns wichsen, sondern wir haben jetzt über dieses Thema geredet und irgendjemand hat schon irgendeine asoziale Scheiße genannt, wo jetzt gerade irgendjemand einen Ständer gekriegt hat. Das garantiere ich. Ja, ohne den ironischen Witz jetzt dabei, meine ich ernst. Hey, wollen wir Wenn gleich- du Eier in der Hosen hast, dann schreibst du es in die Kommentare, dass ich recht habe. Genau. Und jetzt ganz ehrlich, jetzt hätten wir 3 Bildschirme. Wollen wir danach jeder sich einen Bildschirm raussuchen? Nächstes Mal lassen wir einen Porno laufen dahin. Das wird dann für OnlyFans. Das Dann Video. nehmen wir einfach diese Japsen-Pornos, Pixeln. die verpixelten, und dann fällt nichts. Ja, ich habe schon halt Die sind Sünd auf Deier, wenn Darf du die man kaufst, gell? Japsen noch sagen? Ist das auch schon, ist das auch rassistisch? Ja, ich denke schon. Schon? Ja, Ich glaube nicht. Haben das nicht? Das Haben ist das doch für nicht? Kartoffel, für Deutsche. Ist, ist ja, auch aber nicht warte mal, Tüften. Tüften. Ne, aber im Vietnamkrieg waren es keine Japsen. Weniger. Im Japankrieg halt, was weiß ich, da war direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, haben doch die Amerikaner auch irgendwas gesagt zu denen. Natürlich nicht Japsen, ist mir schon klar. Japsen aber haben die gesagt, Japsen. Japsen. Und wir haben es dann in Filmen etc. Kamikaze. in Japse, glaube ich, umtauft oder irgendwie so. Kann sein, ja, aber ich weiß Keine Ahnung. es auch nicht. Ich glaube, da Jeder, gibt glaube ich, kommt. es schlimmere Wörter, glaube ich, die du sagen kannst als Japse.
Ja. Da fällt mir aber tatsächlich bei denen, fällt mir Das kein ist ja sein, was irgendwie schlimm ist. Also, doch, Oder schlimmer. Ja, aber das Oder glaube ich ist für die halt auf die dann Augen schlimm. bezogen, das Aber Wort. Das glaube ich, ist, Schlie-Ding. Ja, aber ist das wirklich... Aber das kann man nur eher, sage ich mal, das darf ich eher beleidigend empfinden als Japse. Ja, gut. Das ist, Japse ist für Ja. mich wie zum Österreicher Ösi so. Aber du fühlst dich dann nicht persönlich angegriffen. Das kann ja für die ganz um ganz Hintergrund ehrlich zu sein. sein, ich verstehe ja nicht, wie nennt man die Augen? Augen? Augen. Ja, aber die haben ja offensichtlich eine andere Form als Stellung. uns. Zusammenzwickte Teufel. Zusammenzwickte ZZD in kurz. Ja. Okay. Zusammenzwickte Teufel ist der neue Begriff dafür, damit wir uns nicht als Rassisten beschimpfen lassen müssen. Und damit... Hast du noch was? Noch mit Zähneputzen oder sowas? Unterhosen, Ozean, Ich hab was Ausziehen, nur, aber keine das Ahnung. Thema für die Ja, sonst nächste gehen sie noch mit zum Wichsen, die sollen jetzt seinen Mal halten, die flip aus. Aber lass den Podcast laufen, die Laufzeit ist wichtig. Ja, das ist Wahnsinn. Freunde der Sonne, merci fürs Zuschauen, merci fürs Zuhören, merci fürs Mitmachen, Kani. Ja, habe ich gern gemacht. Glaube ich nicht. Stimmt auch nicht. Danke, Florian. Und dort steht da halt drauf, liebevoll, liebevoll. Haha, ist durchgestrichen. Und darf man jetzt endlich mal Werbung für deinen behinderten Shop mal? Ja, wenn Ja, ich endlich wenn sie wen mal hab, der fertig meinen werden Job darf. macht. Du dummer Wichser. Merci fürs Zuhören, merci fürs Zuschauen, Like, Abo und die ganze Scheiße nicht vergessen und die ganzen Audio-Spackos, Kruzifixes gibt nächste Woche Video auf YouTube. Wenn du es nicht anschaust, selber schon wieder, aber die. Okay, ciao. Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Nee. Okay. Bis zum übernächsten Mal für die Hörer. Ich trinke jetzt. Das schaut so easy aus, heute in Kamera. Das ist mir ein völliges Rätsel, wie das so einfach funktioniert. Da gehe ich mit Superkraft. Wahnsinn. Ich kann ja die ganze Zeit mit den Steht ja- Fingern Das ist gleich. dasselbe mit Ja, Icon. das kann ich ja. Das kann ich nicht. Boah, hör doch Was auf! ich kann ist im Wasser, kannst du mit einer Hand schießen. Nicht gescheit, ne? Ich voll. Also ich, von da bis zur Also ich komme mit Also einer ich kann Hand- ich komm mit einer Hand sagen, schießen, und ja, voll aber... schnell. Da habe ich auch das Gefühl dafür, dass ich das Wasser so schön da drin sammelt und das hast du da wahrscheinlich auch, das habe ich da überhaupt nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie das überhaupt vonstatten. Irgendwie. Du musst irgendwie die Luft so ausdrücken. Wo druckst denn du die aus? In der Handfläche. In der Wo Ja, wo kommt gehen auf die da? aus, wie du Spacken? Da. Nein, Wo da unten, schneuzt irgendwie, da, Also unten, da unten. da unten hat so die Luft aus und dann beim Auseinanderziehen kommt herum das Geräusch. Satz ist Mundus, das kennst du überhaupt nichts. Mein Gott, du musst mit dir... Yeah, Chimpanzee!